Ich weiß gar nicht, was ich noch klatsche. Ich schneide ja meine Videos selber und ja, ist ja gut. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch und zu einem neuen Video. Ich weiss im Fall gar nicht so genau, wie ich das Video anfangen soll, weil ich habe auf Instagram so eine Mottowoche gestartet. Ich möchte einfach das erste Mal in den sozialen Medien über meinen eigentlich Hauptjob reden. Ich habe das nie wirklich gemacht. Also ich bin mir natürlich bewusst, wenn man zum Beispiel meinen Namen googelt, und dann findet man auch sehr, sehr schnell aus und ich sage noch 1100 Mal. Ja, findet man relativ schnell raus, wo ich arbeite. Ich habe aber eigentlich in den sozialen Medien nie über das geredet und ich will auch erklären, warum ich es nicht gemacht habe. Egal, also eben, wie gesagt, ich mache diese Woche so eine Mottowoche. Wo arbeite ich, was arbeite ich, wo gehe ich hin, wie, was, wo und so weiter und so fort. Ihr dürft hier weiterhin gerne Fragen stellen auf Instagram oder ihr könnt auch hier Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich lese es. Ich bin ein bisschen schlechtes Kommentar. Genau. Wie bin ich eigentlich darauf gekommen, so eine Mottowoche zu starten? Es ist ja so, ich arbeite in dem Job, den ich jetzt habe, etwa 5-6 Jahre. Ich habe genau nie über das geredet. Und jetzt kommt so ein bisschen Change bei mir. Also ich wechsle intern von der Firma in eine andere Abteilung. Und ich habe dort eine andere Funktion. Und habe jetzt gefunden, hey, nachdem dass ich so lange in dieser Funktion, die ich jetzt bin, arbeite und nie etwas davon erzählt habe, ja, wäre das doch jetzt der richtige Moment, jetzt die letzte Woche, wo ich noch eben im alten Arbeitsort bin, mal ein bisschen darüber zu erzählen. Jetzt einfach so ein bisschen, schon mal zum Voraus. Also, ich fange jetzt mal an, indem ich sage, wo ich bügle. Ich, Dennis, arbeite bei der Swisscom. Swisscom Schweiz AG, eine riesengroße Firma, wahrscheinlich der meisten bekannt, ist eine riesengroße Telekommunikationsunternehmungsbude. Riesig, Internet, Mobile, TV und noch ganz viele andere Produkte bieten wir an und so weiter und so fort. Uns sieht man immer in den Medien. Also das ist ein Begriff, der in der Schweiz eigentlich von mir sehr bekannt ist. Ich habe schon immer in dieser Firma geschafft, also nie jemand anderes gebügelt als dort. Und das ist mittlerweile etwa 12-13 Jahre. Also ich bin aus der Lehre rausgekommen, ich habe den Verkauf gelernt und bin direkt in die Swisscom gekommen. Ich habe dort im Swisscom-Shop gestartet. Also das ist einer der wichtigsten Touchpoints, die wir in der Schweiz haben. Also das ist, so ein bisschen, ja, das ist unser Aushängeschild unter anderem, vor allem für Privatkunden. Ich habe dort gestartet, aber die Swisscom hört natürlich nicht bei den Shops auf, sondern sie ist riesig. Riesig und sie ist mega kompliziert. Und ihr merkt jetzt vielleicht, ich komme schon ein bisschen ins Haspel, ich bin schon ein bisschen gestresst, weil es ist extrem schwierig, euch zu erklären, was ich eigentlich mache. Also ich kann es noch fast selber nicht erklären. Weil es ist extrem komplex. Und wir haben, also die Swisscom ist eine riesengroße Firma, also ca. 20'000 Mitarbeiter, das ist ein bisschen weniger, aber sagen wir mal 20'000 Mitarbeiter in der ganzen Schweiz verteilt. Und es gibt 100 Milliarden verschiedene Abteilungen, 100'000 Units und so weiter und so fort. Also wir haben so viele verschiedene Abteilungen. Ich kenne sie selber nicht alle. Wirklich nicht. Ich fange vielleicht so an, ich arbeite bei der Swisscom als Teamleiterin im Customer Care. Customer Care ist jetzt in meinem Umfeld ist das für Privatkunden zuständig. Also jetzt einfach als Beispiel, ich muss einen Kuchen anfangen. Als Beispiel, wenn du jetzt ein Problem hast mit dem Internet, beispielsweise kommt der Leute 0800 an und dann kann es sein, je nachdem, was du für ein Problem hast, dass du zu einem Mitarbeiter von mir kommst, den ich als Teamleiter begleite, führe. Genau. Schon nur in dieser Unit, die ich bin, das ist eben Customer Care für Privatkunden, schon nur die ist mega komplex, gross aufgebaut. Also, wenn du natürlich, wie jetzt ich, schon sehr lange dort arbeitest, dann hast du natürlich, weißt du so ein bisschen, was es alles gibt, was es für Grenzen gibt, was es für Prozesse gibt und so weiter, dann weisst du es ein bisschen. Aber wenn du keine Ahnung hast von so grossen Firmen, wie so etwas aufbauen ist, das ist super kompliziert. Weil, wir haben mega viele verschiedene Teams. Also es gibt zum Beispiel es gibt Teams, die für Mobile zuständig sind, es gibt Teams, die für Wireline zuständig sind, sind alle unsere Internetprodukte, Telefonsachen und so weiter und so fort. Dann gibt es First Level, Second Level, Third Level. Dann, wenn du eine Störung hast, kommst du in die Abteilung. Es ist
riesig, es ist mega komplex, wie ich schon gesagt, es ist zum Teil sehr, sehr kompliziert. Aber jetzt einfach im Groben, was ich mache im Moment, es ist so, ich bin Teamleiterin. Also ich betreue im Moment 2 Teams. Das eine Team ist ein Team, das am Telefon ist und zum Teil auch Mail-Sachen beantworten oder Tickets bearbeiten. Und das andere Team tut auch Tickets bearbeiten, das sind Chatter. Also die sind im Chat aktiv. Also wenn man zum Beispiel auf die Swisscom-Internetseite kommt, dann kann man mit denen chatten und sie tun dann per Chat helfen oder interagieren, was auch immer. Ich habe in der Funktion als Teamleiter verschiedene Aufgaben. Wer hätte es gedacht? Also ich habe natürlich übergeordnete Ziele, die ich bekomme und muss erreichen. Das sind verschiedene Ziele. Zum einen sind es sicher Qualitätsziele, Kundenzufriedenheit zum Beispiel, Produkt, also Sales ist ein Thema. Ich muss immer aufpassen, ich darf sagen, was nicht. Und ich bin dazu da, dass meine Mitarbeiter einfach bügeln können und dass sie gefördert werden, dass sie gefordert werden. Ich bin verantwortlich für die Employability, also für den Marktwert, für Weiterentwicklung etc. etc. Ich habe extrem viele so Steuerungsfunktionen, die ich unter einen Hut bringen darf. Und und mein Tag ist eigentlich einfach sehr, sehr gesteuert von den Mitarbeitern, von meinen Teamleitern, Kollegen, die auch Leute haben unter sich. Ich bin viel in Meetings drin. Ich habe zum Teil auch noch so Zwischenfunktionen, wir sagen Spockrollen, wo man zum Beispiel so ein Gesamtthema, wie zum Beispiel eine Planung von diesen Mitarbeitern unter sich hat oder Promotionen, die für einen Kunden gedacht ist, unter sich hat, etc. etc. Und dort haben wir natürlich einfach auch so wie unsere Ämter. Also ich muss es jetzt wirklich ganz, ganz einfach sagen, also wenn jetzt das irgendjemand schaut, der aus dieser Firma kommt, der denkt so, Alte, von was schnurrst du? Stimmt ja hinten vorne? Es stimmt sicher, was ich sage, aber es ist halt einfach so ein bisschen versucht, vereinfacht zu erklären. Aber ich merke, es fällt mir extrem schwierig, weil ich habe mich auch nicht vorbereitet auf das. Ich dachte, ich rede mal einfach, aber es ist mir schon immer, also jedes Mal mir irgendjemand fragt, das ist eigentlich deine Aufgabe, was machst du eigentlich? Dann struggle ich immer hure, weil es ist wirklich, man kann das nicht einfach so erklären, weil es ist wirklich eigentlich recht komplex für mich, die aus dieser Welt kommen, ist es natürlich klar und einfach, weil ich bin mit dem gross geworden, ich rede die Swisscom-Sprache. Ich lebe das, ich bin das. Und für mich ist es, ich weiss, dass ich ausgelastet bin, ich weiss, dass ich viel zu tun habe, ich weiss, dass ich eine wahnsinnig grosse Verantwortung habe, ich weiss auch, dass ich die wahnsinnig gerne übernehme, aber zum Erklären ist es relativ schwierig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es einfach nie angesprochen habe in den sozialen Medien. Wer weiss? Nein. Also das ist so ein bisschen im Groben das und so ein bisschen die Erklärung, was wir so machen. Also eben, es ist wirklich auf einem ganz, ganz tiefen Level. Ich kann da wirklich extrem ins Detail gehen, aber das wäre auch noch verwirrender als der Scheiß, den ich jetzt schon rausgelassen habe. Genau, also es ist so ein bisschen im Groben das, was ich eigentlich mache. Dann habe ich mir überlegt, ich mache so eine Mottowoche. Schwierig. Es ist gar nicht so einfach, weil ich kann euch zum Beispiel nicht zeigen, mit was für Tools das ich arbeite. Ich kann euch nicht einfach irgendwelche Bildschirmaufnahmen zeigen, das darf ich nicht, weil wir natürlich, dadurch, dass wir Kunden haben, relativ viele Kunden, haben wir auch sehr viele heikle Daten. Und wir sind, Datenschutz, muss ich glaube nicht erklären, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich kann jetzt nicht einfach irgendwie sagen, ja, wir mit diesem Planungstool arbeiten und bla bla. Natürlich, mein Haupttool ist momentan Outlook und Teams, Microsoft Teams, wo wir sehr viel chatten, wo wir Gruppen und so weiter und so fort haben. Das kann man alles googeln, so, aber ich kann euch jetzt nicht da irgendwelche Tools sagen, weil das geht einfach nicht, wegen Datenschutzgründen. Und ich würde auch Probleme bekommen. Und das wollte ich nicht, weil mein Job wirklich sehr wichtig ist. Und die Firma auch. Darf ich wirklich so sagen. Also wenn jetzt jemand, der darf gerne Feedback geben, wenn ihr jetzt gefunden habt, das war wirklich ein bisschen verwirrend und so. Aber es ist so ein bisschen im Groben das, was ich momentan mache. Also ich werde sicher ein Video machen, wo gehe ich her, was mache ich in Zukunft, in welcher Abteilung werde ich arbeiten, etc. etc. Aber ich kann nicht das ganze Pulver schon beim ersten Video verschießen. Und vor allem irgendwann muss man eine Pause haben, sonst kommt man da hinten vorne und raus, was ich eigentlich genau mache. Das
mal zu dem. Also vielleicht kann ich noch etwas zur Führungsspanne sagen. Ist echt das noch interessant? Also die Führungsspanne, die ich habe, ist noch schwierig zu sagen, weil ich habe letztes Jahr noch ein Team zusätzlich übernommen. Und das war relativ spontan. Also nicht geplant, aber das macht nichts. Also meine Führungsspanne, also wenn ich jetzt die ganze Swisscom-Karriere schaue, die ich habe, ich führe etwa seit 7-8 Jahren Leute, habe ich zwischen 13 Mitarbeitern und 45 Mitarbeitern geführt. Momentan sind es etwa 20, plus minus. Also einer von mir aus gesehen, also mit 20 Mitarbeitern hast du eine relativ gesunde Führungsspanne jetzt für den Führungsjob, den ich habe, wenn man nicht noch mega viele Ämter nebendran hat. Also irgendwie eine Spock-Funktion. Oder man kann natürlich 3-4 Spock-Funktionen haben. Eigentlich voll eine gute Führungsspanne von mir aus gesehen. Genau. Ja. Wo bin ich? Es ist hure schwierig. Jetzt habe ich hure viel geschnurrt, du weißt schon gar nicht, wo ich war. Es ist hure verwirrend. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, ich glaube, es reicht im Moment. Ihr dürft jetzt auch so gerne Fragen stellen. Oder einfach, ja, kein Problem. Oder einfach sagen, das habe ich nicht ganz verstanden. Oder ich möchte gerne das noch wissen. Das ist einfach mal wirklich so ein bisschen grob. Das Zweite, wo ich auch viel gefragt werde, ist, warum dass ich auf meinem Kanal, auf den sozialen Medien, das nicht vermischen oder irgendwie Werbung machen oder irgendwie über das reden. Ich kann das ganz einfach beantworten. Die sozialen Medien, das was ich jetzt hier mache, das ist mein Hobby. Das ist meine Work-Life-Balance, die ich habe. Das ist, ich möchte das einfach nicht vermischen mit dem Job, den ich mache. Zusätzlich kommt auch noch dazu, dass ich in der Führungsfunktion bin. Ich bin ein Vorbild, also ein Vorbild muss man noch sein, wenn man nicht in einer Führungsfunktion ist, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich habe eine gewisse Vorbildsfunktion und wir wissen es alle. Die sozialen Medien, durch das ich öffentlich bin und man einfach alles schauen kann man sehr viel interpretieren. Und mir ist mein Job auch wichtig und ich möchte dort wirklich ganz klare Linien machen, dass ich wirklich, es gibt Sachen, die ich in der Freizeit mache und Sachen, die ich während dem Arbeiten mache. Und ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich die sozialen Medien oder die Aufnahmen während dem Bügeln mache. Und ich muss halt einfach ehrlicherweise zugeben, von 80%, die auf den sozialen Medien unterwegs sind und den Content konsumieren, die haben, sorry, es tut mir eigentlich keine Ahnung von diesem Zeug. Die haben das Gefühl, es ist alles so, wie es ist alles real, es ist alles echt, es ist alles... Ja, also wenn die Story jetzt auf... Ich kann, ganz ehrlich, als Beispiel, ich kann jetzt eine Story von einem verdammt Strand aufladen und ich kann irgendetwas nehmen, irgendeinen Schlauch, und dann kann es dann dummerweise irgendjemand sein, der irgendwie das Gefühl, wo irgendwie Scheiße muss erzählen, auch beim Arbeiten. Sorry, das gibt es halt einfach überall. Also, auch bei uns gibt es Gossip, auch bei uns gibt es, ja, redet man gerne. Und darum ja, bin ich extrem vorsichtig, weil ich einfach weiss, hey, es kann einfach jeder die Videos schauen, das stört mich auch nicht. Aber ich bin dort einfach, was meinen Job anbelangt, extrem vorsichtig, weil mein Job mir wahnsinnig wichtig ist. Und ich sehr gerne für die Firma arbeite und das ist nicht etwas Schlimmes oder so. Es ist halt einfach ein Lebensinhalt von mir und es gehört zu meiner Identität und die ist mir hure wichtig, weil mir hat die Firma auch wahnsinnig viel gegeben. Also, die kennen mich, oder die meisten kennen mich. Ich bin jemand, der sehr Mühe hat, zum Sachen lernen zum Teil. Also, Mühe hat. Also, das ist vielleicht blöd gesagt, aber eben, ich habe ADS, ich bin nicht immer einfach, ich bin manchmal chaot und ich durfte immer so sein, wie ich bin. Ich bin immer gefördert worden, ich bin immer unterstützt worden und darum, und darum ja, ist es mir einfach auch wichtig, dass ich da nicht irgendetwas mache, das ein schlechtes Bild könnte geben oder wo, also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das machen würde, nie in meinem Leben. Aber darum bin ich einfach vorsichtig, vielleicht versteht er mich. Also ich wollte das einfach nie wollen, ich wollte einfach nicht irgendwie Fehler machen oder dass man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, mein Gott, das macht in den öffentlichen Medien. Und es ist natürlich jetzt mittlerweile auch so, ich mache das schon sehr, sehr lange mit den sozialen Medien und es wissen so sehr, sehr viel von meiner Bude. Es wissen so Teamleiterkollegen, es wissen, ich glaube, sie haben so nie vorgesetzt. Ich
glaube schon. Das wissen noch ganz viele andere und die reagieren eigentlich durchaus positiv. Aber ja, wir wissen es alle. Wir wissen nicht, dass hinter dem Rücken geschnurrt wird. Und ich habe dort einfach den Anspruch, ja, dass wir einfach nicht Kacke über mich reden. Ja, ich habe das einfach nicht gern, vor allem nicht beim Arbeiten. Und ja, die sozialen Medien, das ist halt ein schwammiges Medium, man weiss dort nicht genau. Und darum habe ich das einfach komplett rausgehalten. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich so ein bisschen deeper auf das Thema eingehe. Nehmt es mal auf, es ist schon 15 Minuten vorbei. Es tut mir wahnsinnig leid, ich werde auch nichts schneiden. Ich werde es echt so aufladen, weil unter der Woche habe ich keine Zeit. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, warum sie nicht hausieren, wo genau das sie bügeln. Und das ist jetzt auch wieder nicht, bitte nicht falsch zu verstehen. Aber, und ich war da sicher schon selber schuld gewesen, weil ich da vielleicht selber schon mal gesagt habe, hey, kannst du einfach mehr fragen? Wenn du sagst, du arbeitest bei dieser Firma und so jemand weiss, dann gibt es Leute, die ungefragt, und ich sage extra ungefragt, auf einem zukommen und einem zulieren mit diesem Thema. Und einfach sagen, ja, also das ist schlecht und das ist schlecht und das ist teuer und das und das und das. Und das ist ja nicht während meiner Arbeitszeit, sondern die kommen einfach random mit Leuten, die ich schon seit 150 Jahren nicht mehr gehört habe, so, hey, wie geht's dir? In Facebook gehen und dann weiss ich, genau, schau, jetzt muss die Person entweder ihren Scheissfrost auslassen und ich wirklich, ich kann nicht dafür. Oder irgendwie fragen, du, gibt's ein bisschen, oder hast du irgendetwas? Und nein, ich kann nichts. Also, nein, ich kann nichts. Natürlich, ich bin nicht falsch verstehen, aber ich bin nicht der Profi. Ich bin ein Körnchen von diesem riesigen Konstrukt, von diesem riesigen Gebilde. Und dass du ausgerechnet bei mir am richtigen Ort bist, das ist wie ein Sechser im Lotto. Weil bei mir bist du zu 95% am falschen Ort. Und das ist auch noch so ein bisschen der Grund, warum ich eher auch, wenn ich zum Beispiel so in einer Gruppe bin mit neuen Leuten, dieses Thema eher umschiffen. Weil ich einfach nicht malieren. Weil das ist irgendwie keine Ahnung, wenn es um solche Firmen geht, egal welche, wird es immer sehr emotional. Warum auch immer, das ist natürlich eine Gesprächsbasis, aber ich habe einfach wirklich manchmal einfach keinen Bock, über das zu schnurren. Weil es ist meistens nicht verdammt positiv, ganz ehrlich. Aber ja, das ist auch noch ein der Grund, warum ich eigentlich mehr meine Klappe halte. Und vielleicht auch von Anfang an sagen, du, ja, ich arbeite in dieser Firma, aber du, wenn du eine Frage hast, hey, wir haben eine mega gute Nummer, dort hat es gute Leute, die kommen mega raus und tut einfach dort. Geht dorthin, weil ich bin nicht so, ja. Also die in dieser Firma arbeiten, die jetzt das schauen, die wissen genau, was ich meine. Ich meine es nicht böse, überhaupt nicht. Und ich schäme mich bei gar keine Sekunde für meine Firma. Ich bin sehr stolz, dort darauf zu arbeiten. Kann ich Real Talk sagen. Und ja, so, ich glaube, jetzt haben wir 18 Minuten durchgeschnurrt. Es tut mir nicht leid. Also du tust dir das an. Selber schuld, wenn du es dir antust. Ich bin jetzt überrascht, dass ich so einen Red Flow reingekommen. Ja, vielleicht hätte ich schon einige Fragen beantworten können. Ja, ich bin eine Swisscom Girl, arbeite seit etwa 12 Jahren dort, bei verschiedenen Abteilungen gewesen. Bin eigentlich vom Tauerwäsch zum Teamleiter geworden, ich kann es ein bisschen so sagen. Also Tauerwäsch ist blöd gesagt. Also ich bin vom Job angefangen, dann immer gewechselt. Ich habe noch ein bisschen Weiterbildungen gemacht, also nicht mit krasse Weiterbildung, aber ich habe Weiterbildungen gemacht. Ich war in der richtigen Zeit zum richtigen Ort gewesen und habe mich dort dann einfach weiterentwickeln. Und jetzt bin ich da, wo ich bin und ich bin mega froh darum. Und ja, also die Frage fragt einfach, sorry, dass ich hure schnell geschnurrt. Und ich habe schon die Hälfte vergessen, was ich gesagt habe. Macht nichts. Also, das mal so ein bisschen als Auftakt zu dieser Mottowoche. Auf Instagram mache ich übrigens, also vielleicht schaust du jetzt auf Instagram, lass das Ben mache ich noch so ein bisschen Stories, so ein bisschen Side-Stories, das ist schon so morgen machen und so. Mega spannend. Ja, jetzt habe ich diese Woche mal ein bisschen begleitet von meinem Arbeiten. Und werde sicher noch ein weiteres Video mit anderen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe mega viele Fragen bekommen. Es ist von der Lohnfrage bis zu... Was ist mir jetzt noch so präsent? Ja, was ich dann in Zukunft mache und warum ich überhaupt wechsle, etc. etc. Also wir haben noch Gesprächsstoff, aber ich glaube, das reicht jetzt fürs Erste. Also wenn dir das gefällt, würde ich mich sehr freuen für einen Daumen gegen oben. Ihr dürft mir auch gerne folgen. Ihr dürft es sein. Ihr dürft alles.
Ich glaube, es ist auch mehr eine Therapie für mich, die ich hier genau mache. Dass ich endlich mal über das Thema reden kann. Hey, ich wollte endlich mal über das Thema reden, das ist nie wollen. Ich hätte es immer schon machen können, aber es nie gemacht. So, jetzt lass es Zeug auf.